Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Ach du liebe Zeit. Da haben wir in der letzten Episode ja ordentlich übles Zeug hinter uns gebracht. Jede Menge wieder auferstandene Kadaver hier im Haus beseitigt. Und auch wieder Kerosin gesammelt. Hier gibt es allerdings auch noch so eine kleine Kerosin-Tankstelle. Bei deren möchte ich jetzt nämlich auch noch vorbeigucken. Und zwar ist das der Raum, das habe ich beim Schneiden von den Videos bemerkt, wo man die, wie hieß es, die Schrotflinte-Attrappe gefunden haben. Und zwar ist hier nochmal ein Eimer mit Kerosin. Und den fülle ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal auf. Dann können wir jetzt auch guten Gewissens weiter voranschreiten. Das macht mich mal ausnahmsweise die Glatz gejuckt und nicht die Nase. Okay, denn, die Kadaverfalle da vor dem Safe Room haben wir auch beseitigt. Weil ich hab das einfach im Blut, dass der aufsteht geht. Das habe ich halt morgen beim Brunse gemerkt. Wie sieht's dann hier aus? Der ist verschlossen, da brauchen wir auch den Helm. Okay, Moment, war das nicht überhaupt im EG? Ja. Ich wollte natürlich auch ins EG rein. Tja, da geht dann auch nur der da hier, ne? Da waren wir schon beim Attrapperaum eigentlich vollkommen richtig. Beim Attrapperaum, sag ich dazu. Da, wo wir die Schrotflinte-Attrappe halt gefunden haben, ne? Tja, was ich auch noch rausgefunden habe, hätte ich die Attrappe nicht genommen und eingesetzt. Ah. Hätte ich die nicht benutzt, dann hätten wir da in dem Raum noch eine kleine Sequenz gekriegt, dass die Decke runterkommt und Barry uns da aus dem Raum befreit. Oh, cool. Den Raum haben wir dann auch aufgeschlossen hier, oder den Korridor. Und wir brauchen unseren Rüstungsschlüssel auch nicht mehr. Das heißt, Schwert und Rüstungsschlüssel haben wir jetzt schon vollkommen aufgebraucht. Wir sind hier absolut richtig. Und hier wird es jetzt wahrscheinlich von Zombies wimmeln. Vermute ich einfach mal so steil. Batteriepack, ja klar. Nehmen wir mit. Damit wir uns wieder selber verteidigen können. Da hinten geht es nur einen einzelnen Raum und da haben wir ein bisschen was anderes noch vor uns. Ich würde sagen, wir gehen... Oh Gott. Den dunklen Korridor entlang. Können wir denn... Der Kerzenhalter glänzt kalt im Mondlicht. Können wir das auch machen? Ah, das brauchen sie jetzt nicht. Warum nicht? Ich steht gern hier für mehr Licht schaffen. Ruhig. Ruhig. Drauf horch, ob irgendwo ein Zomselmaner haust. Da um die Ecke. Ganz langsam. Oh, da ist einer vom Fenster. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn wir zurückgehen, dass der durch das Fenster brechen wird. Manchmal kann es vorausschauend sein hier. Manchmal nicht. Deckel von der Wasserbombe ist offen. Lass mal erstmal sein. Ah, das war das, wofür ich in Resident Evil 1 im Original die Chemikalie gebraucht habe, wenn mich da nicht alles täuscht. Gucken wir jetzt mal, ob der Zombie durchstößt durchs Fenster. Weil ich sehe hier seinen Schatten, ne? Der steht draußen vor dem Fenster und wartet nur darauf, dass er da reinbrechen kann, der Sausack. Aber ich glaube, das passiert erst, wenn ich das Rätsel da gelöst habe. Warte mal, halte mal den Gaul an. Wir gehen jetzt wieder in den Safe Room rein. Holen uns die Chemikalie, die wir geholt haben. Und packen die da rein. Weil dann ist da eine Pflanze, die da an dem Brunnen ist. Und die stirbt dann. Dann können wir nämlich da hinten dran. Und vielleicht, weil dort war damals eins von den Wappen, die wir gebraucht haben. Vielleicht ist da dann die Todesmaske, die wir jetzt hier brauchen für den Deal. Habe ich denn die Chemikalie abgeliefert? Chemikalie. Mhm. Sieht gut aus. Dann nehmen wir auch einfach mal mit. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt hier in einem Korridor gelandet, wo wir das gebrauchen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass wir jetzt hier in dem Gebiet sind, wo wir den blaue Edelstahl tatsächlich gebrauchen könnten. So. Aber wir suchen auf jeden Fall den neu erschlossene Korridor suchen wir auf jeden Fall ab. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Zombies geregelt ist. Ob die dann jedes Mal durchbrechen, wenn wir gerade ein gewisses Event gemacht haben, wie zum Beispiel nochmal Todesmaske gefunden. Oder ob das darauf ankommt, dass man hier ein paar Mal vorbeilatschen muss.
Ich weiß es als nicht, ne? Also es könnte unterschiedliche Trigger sein. Manchmal könnte das auch einfach random passieren. Ich weiß es nicht. Zufallsgenerator halt, ne? Schauen wir mal. Also wie gesagt, hier kommen wir nicht durch, weil hier so eine eklige Pflanze rumwuchert. Da brauchen wir jetzt hier diese Chemikalie. Genau. Dann wird das rot hier alles. Und jetzt können wir Wasserpumpe. Welche Farbe möchten Sie das Schalter? Probieren wir mal rot. On. Sieht gut aus. Sieht wohl so aus, als wäre das genau das gewesen, was das Vieh braucht. Und zwar den Tod. Ah. Genau, im Original Resident Evil war das ganz eine Waffe, die man gebraucht hat, aber hier braucht man ja die Todesmaske. Okay. Von mir ist jetzt nämlich Platz. Und der blaue Edelstahl habe ich hier einfach nur auf Verdacht mitgenommen. Haben wir hier noch irgendwie Munition oder ähnliches, was hier noch rumliegen könnte? Aber das erinnert ja eher an ein Gewächshaus hier, das Ganze. Ich bezweifle, dass im Gewächshaus wurde bereits gepumpt. Na, wir lassen es mal sein. Wer weiß, wann man den Scheiß nochmal gebrauchen kann. Und, ja, Munition liegt hier wohl eher nett rum, ne? Ja, ich suche das einfach nochmal ab hier, das Ganze. Aber hier im Regal sind nur Krautpflanze. Ja, sieht brauchbar aus. Na dann, gehen wir mal weiter. Ich habe das Gefühl, der bricht jetzt durch. Ja, ich habe richtig das im Gefühl gehabt. Alles klar, warte mal. Halte mal die Gaule an, wir probieren mal unseren Granatwerfer aus. Und zwar in die Richtung. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Außerdem sind sie noch angezündet, die zwei. Boah, mir geht jetzt ganz schnell wieder die Bump. Die stehen nämlich auf. Die bluten 8, das heißt, die sind endgültig kaputt. Das ist doch schon mal was. Und mit dem Artzünder habe ich ja bewusst die Brandsätze gewählt, in der Hoffnung, dass die dann auch gleich verbrannt und endgültig tot sind. So. Sieht's du aus? Okay. Hier ist noch ein Dolch. Klar, nehmen wir damit. Und dann gehen wir mal in den einzelnen Raum rein. Ja, wenn die wieder aufstehen, falls die nicht verbrannt sein sollten, das werde ich dann checken, wenn ich wieder rausgehe. Haben wir halt... Ah, haben wir halt Problem, ne? Müssen wir die halt nochmal so separat mit Kerosinartzünder. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Perfekt. Perfekt. Da habe ich es doch richtig auf Verdacht mitgenommen, weil neuer Gang, habe ich schon gedacht, könnte hier was sein, ne? Und außerdem habe ich das im alten Resident Evil noch so im Kopf gehabt, dass das hier in dem Gebiet war. Jetzt haben wir durch Gewehrmunition kriegt. Das ist natürlich nie verkehrt. Die nehmen wir liebend gern mit. Können wir nämlich unser Kampfgewehr, das stärkere von beide, wieder hochladen. Dann brauchen wir jetzt noch einen gelben Edelstahl. Okay. Alles klar. Eine Todesmaske kann es auf jeden Fall nicht mehr geben. Die letzte Todesmaske habe ich jetzt. Also die Musik spricht für... Es sind noch Gegner hier. Ja, der Plan ist aufgegangen. Die sind angezündet. Das heißt, die sind auf jeden Fall kaputt. Du geht's auch in den Raum rein und du kann ich noch wahrscheinlich Andy von der verklemmte Dere aufmachen. Ja. Du geht's auch in den Raum rein und du kann ich die wahrscheinlich sich nicht aufsehen, die Tür aufgeschlossen, genau. Jetzt können wir da nämlich über den Dining Room Korridor können wir da jetzt auch entlang. Aber da haben wir einen Raum, den wir noch nicht bisher uns angeguckt haben. Etwas größerer Raum. Also gucken wir uns doch gleich mal an. Und... Oh, scheiße. Steht er auf? Ich sorge dafür, dass er nicht aufsteht. Mhm. Sowas sehe ich nämlich nur ungern, wenn du schon eine Leiche liegt. Und der sieht man nämlich auch wie einer von den random Zombies aus, gegen die wir hier kämpfen können. Möchte ich den lieber angezündet haben. Regal ist voll mit hochprozentigem Alkohol. Ebenfalls. Da liegt noch Pistolenmunition rum. 11-fach haben wir noch. Pistolenmunition nehmen wir auf jeden Fall mit. Überall Kleidung und diverser Krimskrams verstreut.
Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt auch gleich einer aus dem Schrank rausgestolpert. Froh mich nicht warum, aber... Mhm. Ja, okay, bringen wir es hinter uns. Bist du ein Feiner. Ups, werde ich mit dem Dolch. Dankeschön. Und dann zünden wir doch gleich mal an. Das brauchen sie jetzt nicht, als ob. Das brauche ich auf jeden Fall, ganz unbedingt, aber... das Blut breitet sich schon aus. Zünden an. Wir nehmen auf dem Rückweg Kerosin mit. Batteriepack, natürlich. Das nehmen wir auch zur Selbstverteidigung mit. Wir haben noch 3 Dolche und wir haben 2 Batteriepacks. Das sieht doch alles stabil aus. Ich weiß auch nicht, ob ich in den Raum nochmal zurückkehren muss. Wahrscheinlich eher nicht. Aber sicher ist sicher hier. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Also ist ja auch hier im Jahr 1998 eigentlich. Pokerabend mit Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin mir sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden soll das mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. Ich glaube, das könnten die Licker sein, die aber erst im 2. Teil tatsächlich aufgetreten sind. Im 1. Teil kamen, glaube ich, keine Licker vor. 11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, als bekommen sie heute kein... Moment. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. Du scheint wohl einer schon vom T-Virus infiziert zu sein, ne? 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Ja, scheint wohl wirklich infiziert zu sein, schon in dem Stadium. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 1998. Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt, Scott kam hässlich, hab ihn gefressen. Lecker. 4. Keine Ahnung. Juckt. Lecker. Und du sitzt da drin, du Leckerbisse. Alter Falter. Ich habe das Gefühl, wäre ich hier jetzt einfach so rausmarschiert, wäre der Kadaver Joe auch noch aufgesprungen. Alter Falter. Gitt. So. Das heißt, den Korridor haben wir auch abgefrühstückt. Also wieder zurück. Kerosintanke. Pumpgunlader. Und Todesmaske Eissätze. Uns fehlt trotzdem noch ein Helmschlüssel. Wo auch immer ich diesen verflixten Helmschlüssel finde. Oder ist es erst für einen späteren Zeitpunkt geplant? Also wir haben jetzt alles durch. Die Stiere, die noch verschlossen sind, sind die Sache, wofür ich den Helmschlüssel brauche. Na gut, also wieder Reihe. Dann... Kerosin war hier, genau. Das möchte ich ganz gern füllen. Ja. Sehr gut. Und im verfluchten Sarg finde ich etwas, was ich dann im Ostflügel einsetzen muss, ne? Im Ostflügel, wo es du halt war, ne?
Da muss ich dann was einsetzen. Allerhaupt das Wappen der Spencers brauche ich. Ich brauche den Helmschlüssel. Und ansonsten schauen wir mal weiter. Die Todesmaske habe ich im Gepäck. Das Kampfgewehr nehme ich jetzt mit. Ich habe keine Ahnung, was in dem Sarg da lauert, weil das gab es im originalen Resident Evil gar nicht. Von daher weiß ich nicht, was uns da erwartet wird. Also. Den Granatwerfer packen wir weg. Nehmen dafür das Kampfgewehr. Das kombinieren wir mal fix damit. Dann sind wir da nämlich wieder voll. Dann habe ich das Gefühl, wir sollten hier nochmal speichern. Und deswegen nochmal schön hier genau Fortschritt speichern. Machen wir. Medizinischer Lagerraum, ja. Okay, sieht doch alles soweit ganz gut aus. Wir sind jetzt auch bei 16 Minuten. Dann schauen wir doch mal. Okay, so. Also die Farbbänder wieder rein. Die haben ja noch mehr als genug eigentlich. Ne, die Granate möchte ich nicht. Das machen wir so. Ich habe gutes Gewehr. Ich habe sehr viel Munition und eine Pistole. Ich habe was zum Artzünder und ich habe die letzte Todesmaske. Okay. Ich denke, damit sind wir gewappnet. Jetzt freue ich mich noch, wie ich am besten laufe. Wie gehe ich dann am besten jetzt? So. Ich denke, wir können da lang gehen. Der Korridor ist eigentlich safe. Ich betone eigentlich. Es kann natürlich sein, dass jetzt nochmal irgendein Scheiß hier random triggert. Das werden wir noch sehen. Wenn jetzt nochmal irgendwo hier ein paar Zombies oder was hier stehen. Dann ist das leider so. Aber die Musik ist mir hier viel zu bedrohlich noch. Dafür, dass der Flur eigentlich sicher ist. Ohne Scheiß, das ist mir alles so ein bisschen zu bedrohlich von der Mucke her. Jetzt sind wir wieder hier. Dort hier vor zum Esszimmer. Ich will immer Dining Room sagen. Okay. Gut. Die Statue haben wir hier kaputt gemacht und haben das blaue Juwel genommen. Also das passt alles. Uns fehlt allerdings noch ein gelbes Juwel, um das Tigerrätsel zu lösen. Das werden wir wahrscheinlich auch noch im Laufe der Zeit kriegen. Geh schon. Dann gehen wir jetzt erstmal eine Runde raus. Genau hier. Dann schauen wir mal, was in dem Sarg so drin steckt. Alter Falter. Ich bin auf alles und gleichzeitig auf nichts gefasst. Das kann jetzt wieder alles und nichts sein, was hier kommt. Entweder ist überhaupt nichts drin in dem Sarg, oder es ist der Ultra-Overboss drin, oder was weiß ich was. Wir werden es rausfinden. So. Zur Sicherheit rüste ich mich mal gleich mit dem Kampfgewehr aus. Die hat keine Aare, die Todesmaske. Das war, glaube ich, die hier, oder? Genau. Na dann. Daumen drücke und gucke, was passiert. Erstmal passiert nichts. Und Leiche. Oh. Oh. Renner von der Rotkopf Rudi. Und was für ein Wiech, der hässliche. Rotkopf Rudi. Ja, uff. Boah, Trophäe erhalten. Wer wird denn gleich? Keine Ahnung. Rot sehen vielleicht? Aber ich habe das Gefühl, in den Bereich müssen wir nicht noch einmal. Liegt da noch irgendwas? Sind das Shotgun-Shells? Ja, Gewehrmunition. Perfekt. Sehr schön. Machen wir gleich mal hier rein. Oh. Insgesamt hat es sogar 10 als Fassungsvermögen. Die folgende Inschrift ist in der Einbuchtung eingraviert. Auge um Auge.
Zahn um Zahn. Codex Hammurabi lässt Grüße. Die Flamme werden größer und größer. Wenn sie jeden Moment Eiholer. Alter. Was ist hier im Sarg? Hier ist ein Schalter. Den drücken wir doch glatt. Und hier ist was. Stein- und Metallobjekt. Das sieht jo geil aus, oder? Das sieht jo mal richtig edel aus, ich glaube. Das ist auch das Wappe der Spencers. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wie es weitergeht. Die Kette bewegt sich, wohin sie wohl führt. Ja. Ich schätze, wir wissen jetzt, wo es weitergehen soll. Da müssen wir jetzt... Da haben wir auch eine kleine Abkürzung freigelegt dafür. Ja, dass jetzt hier der ganze Friedhof oder der ganze Bereich hier voller mit Zombies ist, nachdem ich den Rotkopf Rudi da ohne abgemurkst habe. Nee. Tatsächlich mal nett. Haben wir mal Schwein gehabt. Da können wir jetzt nämlich hier abkürzen. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal gleich, was so kommt. Jetzt sind wir nämlich wieder in der Galerie. Bitte, Krähe. Seid nur ein bisschen aufgebrochen, weil ich hier bin und greift mich nicht gleich an. Das wäre super. Endsknorke. Okay, genau. Dann können wir da nämlich gerade aus und dann gleich links. Klingt noch ein Plan. Zumindest so in meinem Kopf klingt das noch ein Plan. Oder kann ich das auch hier einsetzen? Was ist das überhaupt? Stein- und Metallobjekt. Ich guck mal's mal an. Das sieht schon echt geil aus. Also das gefällt mir. Das hat Stil. Das gefällt mir richtig gut. Warte mal. Ich möchte es verwenden hier. Das brauchen sie jetzt nicht. Okay. Hätte mich auch stark gewundert. Weil es hieß ja eindeutig hier in dem Korridor von wegen verfluchter Sarg und so. Also, wird wohl das sein, ne? Also wird wohl hier gebraucht. Für Hunde bin ich eventuell vorbereitet. Wir verwenden das Ding jetzt mal. Das brauchen sie jetzt nicht. Doch. Eigentlich schon. Der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Ja, der bin ich. Angenehm. Schänder des verfluchten Sarges. Angenehm. Dann können wir jetzt hier durch. Tja, da geht es jetzt auch nochmal im Bereich. Ich hoffe, hier finden wir unseren Helmschlüssel. Das wäre natürlich praktisch. Schauen wir mal. Das wird auch so ziemlich das Letzte sein, was wir in der Episode noch machen heute. Wir haben Gewehrmunition. Nehmen wir doch glatt mit. Wir haben ein Erste-Hilfe-Spray. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht. Ah, Batteriepack. Sehr schön. Nehmen wir doch glatt mit. Sieht noch so ein bisschen aus noch, wir bereiten uns auf Endboss vor. Irgendwie gefällt mir das nicht so ganz. Da geht es in einen anderen Kartebereich, wie es aussieht, ne? Also wenn ich mir das so angucke mit den Pfeiler over rechts, da geht es wohl in einen anderen Außenbezirk und da ohne geht es auch in irgendeinen anderen Außenbezirk rein. Ich stehe mal als Sache hier, liebe Leute. Ups, ich wollte mich jetzt eigentlich nur mal in einem Raum ein bisschen umgucken, ob da jetzt auch irgendwas an Strom steht. Jetzt nicht unbedingt Zeug, was wir mitnehmen können, aber generell einfach nur Stuff and Things. Mal gucken, was da sonst noch ist. Und dann eignet sich der Raum, so ein Mini-Raum, eigentlich perfekt, dass wir hier einen Cut machen, bevor wir einfach irgendwo hier rennen. Lauter Dinge für Gärtner. Hier scheint nichts Nützliches zu sein. Okay, also so eine Art Geräteschuppe hier oder was. Ah ja, das sind hier die Gartengeräte. Mhm. Sparte oder so Viereckschaufel. Ja. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, wir sollten dort zuerst hingehen. Aber erstmal weg hier von meinem Mollekop, Livi Chill. Wir gehen dann erstmal hier. Wobei, das andere Auge sieht kleiner aus. Okay, ich höre mal nicht auf mein Gefühl, sondern versuche mal so eine Art von Logik oder was aufzubauen, weil das ist nur Clay. Das sieht aus, als wäre das relativ Clay und übersichtlich ist. Und es sieht mal aus, als würde es in den ganzen Außenbereich reingehen. Von daher würde ich mal sagen, liebe Leute, das finden wir übermorgen raus bei Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder Iron Yankee.